Dit is de tweede predigt in de thema van vandaag is, wat bedied de Gloowen voor Henoch. Dat laatste mal vangen we bij Abel aan, een van de oudste vervoerders wordt het jaft, de zoon van Adam en Eva. Daar zagen we, dat zijn Gloowen hem doorgebracht, een beter offer te brengen als zijn broeder Kain. Daar leert we, dat Abel al durch zijn Gloowen gerecht weer, eer hij zijn offer bracht. Wils hij al durch zijn Gloowen gerecht geworden weer, had God aan hem en ook aan zijn offer en gevallen. Kain had nicht een leven Gloowen, aber eine ehrliche en een aufjenstige Einstellung gegen Gott en gegen seinen Bruder. Da wäre naam de Herr sein Opfer nicht an. Lieber Freund, wenn du von dir meine Stem hörst, und du hast kein Leben geglauben, dass du Jesus sein Kind geworden bist, dann kannst du uit dich selbst nur staunen, Gott zu gefallen, und wenn du dem Herrn auch das erste Geschenk bringst. Zuallererst ist es wichtig, dass du am Glauben an Jesus kommst, dass hij die kan zu een nieuw Mensch merken. Dat nennen wir de wahre Geburt. Nu lade ich an, dass je alle Hebräer Kapitel 11, 5 bis 6 abschlonen. Da lesen wir diesen Bericht. Durch den Glauben wird Henoch von der Erde wahrgenommen, dass er nicht den Tod sah. Und er wird nicht mehr gefangen, wie es Gott am wahrgenommen hat. Eer hij wahrgenommen wird, hat er das Zeichnis, dat Gott an ihm gefallen hat. En diesen Vers nennt der Apostel eine Person, von der wir mal ganz wenig weten. Diese Person heißt Henoch. Diesen Mann will wir dann von der proben ein bisschen nodig kennen zu lernen, wenn die Bibel uns auch nicht sehr viel von ihm sagt. Eins weit wie klar von diesem Text. Henoch wie ein Mensch, der sich durch seinen Glauben uittekent. Sonst wird der Apostel den hier nicht mag all die anderen Glaubenshelden genannt haben. Also zu unserer ersten Frage über Henoch. Wer wie hij und wann lebt hij? Die Antwort zu dieser Frage finden wir in das erste Buch von der Bibel. 1. Mose, Kapitel 5, Vers 21 fängt das an. Da sagt Moses so, als Henoch 65 Jahre alt war, hat hij einen Sohn, Methuselah. Nachdem dat Methuselah geboren war, hat Henoch noch 300 Jahre en da hij met Gott ging. Henoch had noch andere Kinder. Alles taub lebt Henoch 365 Jahre. Henoch lebt in Gemeinschaft mit Gott en dan verschwand hij. Gott hat ihn wahrgenommen. Das erste, was wir hier merken, ist, dass Henoch von der uroude Vervoerders war. Hij leeft nog verre zindvloed en heeft vielleicht nog zijn urgrootvader Adam gekend, wils de mensen verre zindvloed nog zeer lang leefden. Krijgt zoals al die andere mannen, die hier abgetekend worden in de eerste kapitel van 1. Mose, had hij ook kinderen, en de eerste daarvan weer Methuselah, die ook de oudste man wordt, die jij geleefd heeft. Wat ons hier over bij Henoch het duidelijkste opvalt, wat anders wie als bij de andere vervoerders, waren deze twee dingen. Zijn verhältnis met God en zijn dood wordt niet erwähnt, zoals bij al de anderen dat wordt. Dat zegt bloos dat hij verschwonk, wils God am Weg nam. Also wir sehen in deze paar Vers sehr viel, wat ons na te denken geeft over Henoch, en waarom de Apostel, wat in Hebräerbrief schrijft, diesen man uitwählt, als een wunderbaar Beispiel vom Glauben. Wir fingen in Vers 22, dat Henoch met Gott ging. In Vers 24 wordt nog einmal von Henoch zijn Verhältnis met Gott geredet, wanneer dat zegt, Henoch leeft in Gemeinschaft met Gott. De uitdruk dat Henoch met Gott ging, wordt in de Bibel bloos van twee mensen gezegd. Van Henoch en van zijn urgrootzoon Noah. Dis Uitdruck bedied enge Gemeinschaft. Die meint mehr, als wenn einer sagen würde, hij ging ver dem Herrn, oder hij folge dem Herrn no. Wer mit dem Herrn geht, ist einer, der so ein enges Verhältnis mit Gott hat, dass er mit am taub geht, als wenn zwei Freunde taub gehen. So moet we dat von Henoch verstehen. Lieber Freund,
Hast du allemal von zo'n soort Verhältnis mit Gott gehört? Jeft dat überhaupt so wat, dat einer Gott als seinen engsten Freund betrachten kann? Ja, dat jeft so. Jesus zei mal zu seinen Jünger, je sind meine Freund. Kennst du Jesus al als deinen Freund, oder hast du noch immer Angst vor ihm? Henoch kennt Gott als seinen Freund, aber wo konnte es so weit kommen? Wenn er sagt, er jingt mit Gott, meint das nicht, dass Henoch ein- oder zweimal de Weg Zeit nahm, über Gott nachzudenken oder zu beten. Viele von uns sind so abgebracht, dass es tauriegt, wenn wir jeder Weg nach Kirche gehen. Viele tun das nicht einmal. Viele Mennoniten haben überhaupt kein Verhältnis mit Gott, weil sie glauben, dass, wenn sie sich einmal haben deipen lassen, dann ist Gott zufrieden. Das ist aber eine ganz falsche Abwägung. Das Deipen bringt uns nicht in Gott seine Gemeinschaft. Dort kann bloß uns glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und weil wir das glauben, merkt er uns die Kinder Gottes. Das Deipen ist ein Zeichnis, ein bütterliches Teken, womit wir sagen, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus sind Kinder Gottes geworden. Aber all das meint noch nicht mit Gott wandeln. Mit Gott zu wandeln meint, wir haben nicht bloß ob Gott aus unseren Radar vertraut, aber wir pflegen jeden Tag mit einer Gemeinschaft durch Gebet und durch das Studieren von sein Wort. Mit Gott wandeln meint, dass wir jeden mochten Gott seinen Willen für uns Leben erkennen und tun. Wir versuchen jeden Tag so zu leben, als Gott in sein Wort uns das gesagt hat. Dort ist, wo Henoch lebt, und dort ist, wo Noah lebt. Dort wir sogar für gottesfürchtige Menschen was Besonderes, wie wir lesen bloß von diesen zwei, die dort beständig deuten. Denk aber daran, lieber Freund, wenn du all durch den Glauben bist und Kind Gottes geworden, dann mocht der Herr seine Jahren auch mit dir so ein Verhältnis haben. Tu dem Herr nicht in diesem Täuschen. Er will Jahren nicht bloß den Herr sein, aber auch den engsten Freund. So zu leben als Henoch deed, wie in seiner Zeit bestimmt noch schwander als für uns. Wir müssen daran denken, dass Henoch nicht in der leichteste Zeit lebt. Er lebt dann allmählich eine Menschheit, was sich immer doller dem Beisen übergauf. Bloß 3 Generationen later muss Gott die ganze Menschheit durch die Sintflut, durch das große Wasser verdorben. Die Verkommenheit von der Menschheit moet in Henoch seine Zeit als sehr gut zu sein gewesen sein. Weet wie dann irgendwas von so einer Zeit? Und wo der Glauben von Henoch sich in dieser Zeit uittekent? Ja, dort jaft noch eine Stelle in der Bibel, die uns ein volleres Bild von Henoch jaft. Diese Stelle finden wir in das korte Buch Judas. Der Apostel Judas, wie Jesus sein Halfbruder, weil hij de Sohn von Josef und Maria war. In seinen korten Brief schrift Judas besonders über die falsche und gottlose Menschen, wat großen Trouble machen Christen von seiner Zeit mögen. Und da werden vergleicht hij die beise Menschen von Henoch seiner Zeit mit die von seiner Zeit. Wir nehmen an, dass wat Judas hier über Henoch schrift, haft hij von oude Schriften gekriegt, wat von den Juden durch die hunderte Jahren abbewahrt worden. Scheinbar ist diese Erkenntnis über Henoch wichtig genug gewesen, dass die Menschen von jeher das immer weiter über Henoch noch vertalt haben und vielleicht sogar durchgeschrieben. Weil wir uns nu diese paar Vers verlesen. Ich fange bei Judas, wie den 14. Vers an zu lesen. Henoch, die 7. von Adam, hat von diesen Menschen allem verrückt so gesagt. Kijkt mal, der Herr kämpft mit viel 1000 heilige Engel, gerecht zu holen, und alle Gottlose für ihr gottloses Leben zu strafen, womit sie gottlos gewesen sind, und auch für all die freche wieder, die gottlose Sünder je in Arm geredet haben. Von Judas sein Bericht waren uns noch mehr Dinge klar. Erstens ist das klar, wo Henoch das wir, wie es das gab in der ganz ersten Zeit, mehr als ein Henoch. Der erste Henoch, wir keinen sehen, und wir bestimmt nicht so ein gottesfürchtiger Mensch als der Henoch,
den wir hier kennenlernen. Der Henoch, der mit Gott wandelt, wie die Zevende von Adam, also dezelfde wovon die schrijven in Hebräer Kapitel 11 schrift. Das tweede, wat Judas even am sagt, ist, dat Henoch ook nog een Prophet weer, wat gewaltig predigen kon. Hij sagt uns sogar, wat Henoch zu den Menschen von seiner Zeit predigen deed. Hij predigt, kijk mal, de Herr kämpft mit veel duizend heilige Engel, gerecht te houden, en alle Gottlosen voor dat godloze leven te strafen, womit ze gottlos gewas sind, en ook voor al die vragen wird, die de gottloze Sünder je in arm gereed hebben. Wanneer ik deze Wörter lese, dan storken die meinen Glauben. Te denken, dat in jene tijd, noch nicht lang na de tijd van Adam en Eva, wären Gott seine Kinder diese Wahrheiten al bekannt. Die erste Wahrheit ist, dat de Herr wordt wederkomen. Denk je mal nach, Henoch wist het al alle. Hij predigt al vom Herrn zijn komen. Diese Wahrheit hat de Herr de Menschen al duizenden jaar terug openbaard. Geloofst du diese Wahrheit, dat de Herr Jezus komen wordt om deze Welt te rechten? Dit tweede komen van Jezus wordt ons in het 19e Kapitel van de Openbarung ook zeer klar beschreven. Dat zegt, de Herr wordt op een witte Piet vom Himmel komen, en duizenden van zijn Heiligen worden am Henger aanrieden. Dan wordt hij de Gottlosigkeit van deze Welt te eng brengen. Henoch zei dan al zu den Menschen, verzindvloed, dat Gott zijn gerecht over alle Gottlosigkeit brengen wordt. Gott brucht Henoch al zu die tijd, om de Menschheit te warnen, dat zij van ihr gottloze leven zullen omwengen. Lieve Touwheren, bist du al omgewangen? Also diese Vers uit Judas geven ons een tweeden bewijs dafür, dat Henoch een groten Glauben hat. Das ist aber noch eine Wahrheit über Henoch, die uns sehr beeindruckt. Dat is wo de Herr Henoch seinen Glauben anerkennt. Wo deed de Herr bewiesen, dat am Henoch sein Vertrauen en am gefall. Dat sagt in Hebräer Kapitel 11 Vers 5, durch den Glauben wordt Henoch von der Erde weggenommen, dat hij nicht den Tod zag. En hij wordt nicht mehr gefangen, wie es Gott am weggenommen hat. Hier habe ich dann die Erklärung vom Apostel, wat so recht in 1. Mose 5 gemeint wir, mit die Wörter, hij verschwang. Dat is klar von dieser Wörter, dat Henoch nicht durch den natürlichen Tod von dieser Erde verschwang. Nee, als hij 365 Jahre alt war, nahm Gott am Weg. Hij verzat am von dieser Erde direkt am Himmel an, en Gott seine Jähen wird. So wie das ich die Bibel verstehe, ist dit noch mal zweimal in der ganzen Geschichte passiert, dass ein Mensch nicht sterben muss, aber wird vom Herrn weggenommen, dass er den Tod nicht sein muss. Die zwei Menschen sind Henoch und dann Lothar, der Prophet Elia. Beide sind niemals gestorben, aber direkt nach Gott genommen worden. Wisst du, dass es noch einmal eine große Schar Menschen geben wird, die, krachtens Henoch, nicht worden sterben mochten, aber der Herr wird an wegnehmen. Der Tag kommt auch immer näher, in den haben wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18 beschrieben. Da sagt der Apostel Paulus so, dit sei wie jünt mit Jesus seine eigene Word, dat wie, die da leben und blieben, bei der Herr weiterkommt, worden die nicht vorabkommen, die all angeschlossen sind oder gestorben. Der Herr wird selbst vom Himmel raufkommen und lüd befehlen, was passieren soll. Der höchste Engel wird raupen und Gott seine Trompet wird geblost worden. Dann werden die im Glauben an Christus seinig geworden sind, zuerst abstoßen. Dann wo wir, die leben und geblieben sind, tegelijk mit an, op een Wolken mitgenommen worden, unseren Herrn zu begegnen. Und dann wo wir immer bei ihm sein. Mit dieser Wort treist jünt euren Ander. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, in Jesus nachfolgen ist, dann wird dit für dich ein wunderbarer Tag sein. All die, was seilig gestorben sind, wurden zuerst abstoßen. Dann all die, was sich reingemerkt haben, den Herrn zu begegnen,
worden met de abgestorene Taub in einen Urenblick vom Herrn mitgenommen worden. Ist dat nicht eine wunderbare Hoffnung? Mit dieser Wieder, in dieser Hoffnung, soll wir uns untereinander trösten. Also, dat wordt eine Generation von Christen geben, die dasselbe erleben wollen, als Henoch auch deed. Was kon der Apostel dann gemeint haben, als sagt, durch den Glauben wordt Henoch von der Erde weggenommen, dat hij nicht den Tod zag? Was hat Henoch sein Glauben mit dit Wegnehmen zu tun? Ich glaube, die Antwort habe ich in das letzte Port von Hebräer 11, Vers 5, wo der Apostel sagt, ehe hij weggenommen wordt, hat hij das Zeichnis, dat Gott an ihm gefallen hat. Henoch seinen Glauben hat ihm dazu gebracht, dat hij mit Gott in diepe Gemeinschaft stonen kann. Des Glauben hat sich bewiesen, dat hij Gott seine Gegenwart jeder Tag gesagt hat. Dat nimmt Glauben zu leben, dat Gott mit uns will Gemeinschaft haben, wann hij aber noch nicht zu sein ist. Also der Herr hat vorher auf verschiedene Wege und zu verschiedene Menschen gewesen, dat Henoch am gefallen. Also sein Glauben fiel dazu, dat hij Gott gefallen kann, sogar und so weit, dat Gott am von dieser Welt wegnahm, ohne dat hij sterben musste. So wird het auch bei jeder Kind Gottes sein, wenn Jesus kommt. Wir müssen am Verher gefallen, ehe hij kommt. Wir müssen uns Verher darauf merken. Dat kannst du von dir tun. Jesus sagt, wer nur mich kommt, den wo ich nicht rutschmieden. Wenn du in Buße und Glauben am in dein Leben anlässt, dann hast du dort angefangen, wo Henoch auch anfangen musst. Dort wird durch den Glauben. Dann kannst du an am Walsen in jeder Tag mit einem wunderbaren Gemeinschaft haben. Und so kannst du dann am Glauben leben, was der Herr auch die entweder durch den Tod oder durch sein Kommen wegnimmt. Das letzte Wort vom Text, Hebräer 11, Vers 6, schlitt diesen Bericht über Henoch mit dieser wieder auf. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer nur Gott kommen will, muss glauben, dat hij ist und dat hij die belohnt, die am ernstlich suchen. Diese wieder merken das ganz klar, dat wir auf keinen anderen Weg nur Gott kommen können und auf keinen anderen Weg am gefallen können, als durch unseren Glauben. Wir können so schmuck sein, als wir wollen, aber unsere gute Worte für sich allein gefallen am nicht. Erst muss in uns Denken eine Veränderung kommen. Diese Veränderung kommt bloß, wenn wir glauben tun. Der Vers sagt, wer nur Gott kommen will, muss glauben, dat hij ist und dat hij die belohnt, die am ernstlich suchen. Lass mich dir hier ein Beispiel geben. Glaubst du, dass Gott wirklich da ist? Glaubst du, was er gesagt hat in sein Wort? Glaubst du, dass wenn Gott eine Versprechung gibt, dann hält er die auch? All dit voor dat Glauben von dir. Dat is wat Gott gefällt. Aber du hast noch mehr. Glaubst du, dass hij die belohnen wird, wenn du am ernstlich am Glauben siehst? Dit kannst du uitproben, of Gott zu sein Wort steht. In Johannes 1,12 sagt dat, jeder einer, der am abnimmt, jaft hij dat Recht, Gott seine Kinder zu werden. Glaubst du diese Versprechung? Wenn ja, dann tu dat, wenn du dit noch nicht getan hast. Nimm am ab. Frag am, dat hij in dein Leben hineinkommt. Hast du dat getan? Wenn du dat getan hast, glaubst du dann auch, dat hij in dein Leben hineingekommen ist? Durch deinen Glauben ist dat zur Wahrheit geworden, willst du Gott wie sein Wort genommen hast. Dat ist radender Glauben. Bloß ab diesen Weg, tja wie Gott gefallen, wenn wir am Glauben dort annehmen, was hij versprochen hat. Bloß dann tja wir mit Frieden in der Zukunft hinschicken. Bloß dann tja wir uns wirklich in seine Gemeinschaft freuen, weil's wir sein Wort geglaubt und angenommen haben. Dann können auch wir reit sein, wenn der Herr kommt, uns wegzuholen. Weil wir beten, lieber Herr, ich bete, dass die, was mich von dir gehört haben,
sich wirklich reitmerken mochten, indem sie die Versprechung annehmen in die leven hinter andere Menschen worden. Dann weit wie, dat sie die gefallen doen. Amen.